Neu. Nein, mit der Wolle gewaschen. Du tickst doch nicht ganz sauber. Nicht nur sauber, sondern rein. Wieso habe ich von der Kohle noch nie was gesehen? Geiz ist geil. Ich bitte dich. Das geht nicht. Geht nicht, geht's nicht. Ich bin doch Ärger mit dem Präsidenten. Ein ganzer Kerl, dank Happy. Der läuft jetzt schon, der schleißt den Rücken runter. Die Skin, bitte? Die Skin schließt die Poren und hält den Saft innen. Willst du das jetzt immer machen? Nicht immer. Danke! Irgendwann kriege ich wegen dir auf offener Bühne noch mal einen Herzinfarkt. Ja, jetzt fällt dir nichts mehr ein, ne? Vielen Dank, du Nadel zu meinem Sarg. Wir nehmen ihre Zukunft ein zu Hause. Pass auf, dann machen wir es mal so. Wenn du so eine Ahnung von Werbung hast, dann kannst du mir aber helfen. Ich habe 2 Freunde, die sind Ärzte. Das ist vernünftig. Was denn? In deinem Alter Freunde zu haben, die Ärzte sind. Wie in meinem Alter? So alt bin ich noch nicht. Auf deiner Uhr steht Fossil. Also, einfach ignorieren. Ich habe 2 Freunde, die sind Ärzte und das wisst ihr ja, das hat letzte Woche noch in der Zeitung gestanden, Mediziner verdienen nicht mehr so viel Geld wie früher. Das stimmt wirklich. Ja, einige leben schon von Arzt 4. Ja. So, meine beiden Freunde, die haben jetzt eine Gemeinschaftspraxis eröffnet. Lass mich raten, Organhandel und Golfausrüstung. Nein, Psychologie und Proktologie. Proktologie, ja. Das gehört mein Freund, Proktologie. Die Enden der Aftershow-Party. Ja. So, jetzt haben die so ein typisches Türschild, ihr kennt die ja, ne? Da steht Dr. Meier und Dr. Müller, Psychologe und Proktologe. Und? Die Leute verstehen das nicht. Ich habe denen dann geraten, sie könnten ja schreiben, Ärzte für mentale und rektale Probleme. Was? Rektal. Was ist das denn? Das ist eine Ableitung von dem Wort Rektum, der Begriff für den Ausgang. Exit. Nicht aus dem Haus, aus dem Körper. Rektum. In der Schule hatte ich einen Rektor. Das ist ganz was anderes. Aber auch ein Arschloch. Das hilft mir doch nicht weiter. Hast du nicht eine Idee, was sie auf das Schild schreiben können? Ja, pass auf. Die sollen schreiben, Dr. Meier und Dr. Müller, Experten für Couchtage und Stuhlgang. Oder Sorgenverhinderer und Hinternversorger. Nein. Fachärzte für das Köpfchen und was man setzt aus Töpfchen. Nee, vergiss es. Für oben dumm und unten rum. Nein. Für Verrückte und Gebückte. Nein. Oder Reinig, Josef und Georg, Hirndurchwöhler und Fötzesfüller. Meine Güte. Es soll kurz und knapp sein. Und für jeden verständlich, dass sie sich um Hirn und Hintern kümmern. Alles klar, dann schreiben